Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Ja, mal eine kurze Exkursion. Die Leute, die es ja noch nicht gecheckt haben, das wird kein reiner Video. Ich fand es nur weird. Ich habe mir die ersten, ich glaube bis hierhin habe ich es gesehen. 2 Minuten oder sowas. Ne, hier in der Gegend war man. Und ich fand das höchstgradig beunruhigend und dachte mir, okay, da reden wir mal drüber. Wir schauen uns heute ein Video an von einem Kanal, die gute Dame heißt Jen auf YouTube. Warte jetzt, da ist sie. Ich werde euch die noch verlinken unten, wenn ihr es nicht vergesst. Wenn doch, dann macht es mich in den Kommentaren darauf aufmerksam. Und es geht jetzt um, wenn Mutterliebe zu weit geht. Ne? Also ich hoffe, ihr habt alle Mütter, die euch lieben. Und das auf eine vollkommen normale und nicht weirde Art und Weise. Aber um sowas soll es heute hier nicht gehen, weil ich glaube, was hier stellenweise auf, ich glaube wahrscheinlich TikTok verbreitet wird oder Instagram oder schieß mir ins Knie, ist einfach mit drüber noch nicht drastisch genug beschrieben. Also, let's go. Mutterliebe. Keine ist so groß und wird so idealisiert wie diese. Und das muss natürlich auch zur Schau gestellt werden. Und welchen besseren Ort gibt es dafür als Social Media? Hey Mama. Ich finde aber lustig auch, just call my 8-month-old saying Mama for the first time. Great. Das ist ein toller Moment für dich. Der geht uns anderen Menschen, 8 Milliarden Menschen auf der Welt, geschmeidig am Arsch vorbei. Ja? Jeder von uns hat irgendwann zum ersten Mal Mama gesagt. Es ist für dich jetzt persönlich was Besonderes, für den Rest der Menschheit einfach vollkommen irrelevant. Ich bin sowieso, ich check's nicht. Ich kennt meine Meinung diesbezüglich. Ich checke es nicht, warum die Leute. Es ist schön, wenn die Leute Kinder haben und damit glücklich sind und stolz auf ihre Kinder und das alles ganz, ganz toll. Aber hey, schmiert's halt eure Kinder nicht allen Leuten permanent aufs digitale Brot. Niemand interessiert sich für die Scheiße. Bis auf einige wenige. Und das sind genau die Leute, die wollte eigentlich nicht, ne? Deren Aufmerksamkeit wollte eigentlich nicht auf eure Kinder lenken. Ne? Leute, die sich für so eine Scheiße tatsächlich interessieren, die sind halt nicht ganz sauber. Ja, ist schön für die eigenen Kinder in dem Moment, in dem ich mich über wildfremde Kinder so stark informieren muss, dass ich da Leuten im Internet drüber folge, da stimmt irgendwas bei mir nicht. Und andere Spezies, ne? Schildkröte vergräbt ihre Eier am Strand und danach verpisst die sich wieder. Ja, good luck, bitches. Oh my goodness. Oh my God. Und ich wette was, dass die Gesichterverpixelung nicht von den ursprünglichen Content-Creatorinnen erstellt wurde. Ne? Da sind wir uns hoffentlich auch einig. Ne? Ich glaube, die Verpixelungen sind dann von den Leuten, die das kritisieren, danach drüber gelegt worden. Ne? Weil generell Kleinkinder unverpixelt im Internet zu zeigen, ist auch grenzwertig behindert. I love you more than everything. Auffallend ist aber doch, dass es eine Gruppe von Müttern gibt, die ganz besonders stolz auf ihre Sprösslinge sind. Ja, sogar immer und immer wieder auf das einzigartige Band zwischen ihr und ihrem Kind hinweist. Wollen wir wetten, dass wir jetzt hier in die Richtung Freud und Ödipus und dergleichen gehen? Boy Moms. But you're just a boy. When your husband gives you a mini version of him to hang out with whenever you want.
wild, Leute. Das ist halt einfach wild. Aber wenn man jetzt hier die Klamotte anschaut, ne, Schickimicki Tussi, Designerklamotten, reicher Mann, der keine Zeit, der sehr viel arbeitet, keine Zeit mit der Familie verbringt, keine Ahnung. Aber hey, sie hat jetzt den Ersatz. Sie braucht ja gar keinen Partner mehr. Sie hat ja jetzt den Sohn. Es ist schon, ganz ehrlich, es ist schon bei diesen Idioten, die der Meinung sind, boah, ich muss für mein Kind der beste Freund sein, ist schon brunzblöd, ne? Weil Freundschaft findet auf Augenhöhe statt und in einer Eltern-Kind-Beziehung muss immer eine gewisse Autorität bei den Eltern bleiben, bis das Kind erwachsen ist und auf eigenen Beinen steht. Und eine freundschaftliche, auf Augenhöhe Beziehung ist da halt nicht drin. Ne? Weil, keine Ahnung, wenn mein Kumpel irgendwas von mir will, angenommen, ich bin in der 2. Klasse und mein Kumpel will irgendwas von mir, dann kann ich ihm sagen, nee, leck mich am Arsch. Ja, und das sollte einfach bei der Mutter oder beim Vater nicht drin sein. Es muss, man hat einen Erziehungsauftrag als Eltern und um eine Erziehung wirklich, muss eine gewisse Grundautorität da sein, weil sonst eine Erziehung nicht möglich ist. Aber die Leute lassen sich heutzutage mehr von ihren Kindern erziehen als andersrum. Da redet der alte Mann wieder vom Krieg. Aber ich sag, das ist schon dumm, weil du damit Arschlöcher großziehst. Das hier ist an der Grenze zu strafrechtlich relevant, meiner bescheidenen Meinung nach, weil das überschreitet einfach eine rote Linie, die zwischen Mutter und Kind nicht. Also den eigenen Sohn als Ersatz für den eigenen Partner zu nehmen, ist ist grenzüberschreitend auf jeden Fall. Born to be your lover. Lachsmiley. Dieser Lachsmiley, das ist so, ich krieg da Vibes von Rainer. Ne? Können wir da mal miteinander in die Sauna gehen? XD. War ja bloßer Scherz. Was schreibt sie denn? Maybe in another life. Herzchen. Words can't describe how much I love you, Hayden. Gerade bei uns Hayden. Auch ein Hater. And how I'm so proud to be your mother. Bis dahin noch normal. Dann aber at Hayden 2 Flammen. Weird. We share tons of memories together and ja, offensichtlich habt ihr viele Erinnerungen miteinander. Liegt in der Natur der Sache. Man kümmert sich ja um sein Kind und ist ja mehr oder weniger eine der wenigen, die ersten paar Jahre, die Hauptbezugsperson. Ne? Und ne? Und jetzt wird's halt einfach jetzt wieder jenseits von weird. Sometimes I wish I was your lover. My fault for making my fault for making you attractive more. Love ya, son. Boy, Mama, love motherhood. Alter. Meudel, du bringst deinem Kopf was durcheinander. Huh? Hey, komm, der Bur ist jetzt, was wird das sein? Zwischen 16 und 16, 17, 18 vielleicht. Sowas in dem Bereich. Ja? Wenn er volljährig ist, dann kannst du vielleicht noch irgendwie an einen von seinen Spätzlen ranmachen. Aber Mädchen, das ist nicht drin. Das ist nicht drin. Und ganz ehrlich, da sind wir auch wieder bei was, das würde in der Öffentlichkeit einen viel größeren Aufschrei erzeugen, und zwar auch vollkommen zu Recht, ne? Wenn
wenn da die Geschlechter getauscht werden. Stellt euch vor, ein Mann würde sowas öffentlich über seine Tochter posten. Da dauert es aber nicht lang, bis die Polizei vor der Haustür steht. Vollkommen zu Recht. Vollkommen zu Recht. Ne, das ist Winkler-esk, ist das. Das ist äußerst Winkler-esk. Aber ihr Boy-Moms, das ist ja ganz harmlos. Das ist ja ganz harmlos. Die eigenen Kinder sexualisieren. Ist niemals harmlos. Nie. Da stimmt im Kopf irgendwas nicht. Und solchen Leuten sollte man die Kinder auch wegnehmen, wenn man das mitkriegt. Hi, schön, dass du meinen Channel gefunden hast. Ich Grüß heiße dich. Jen, ich bin Soziologin und Pädagogin und hier auf meinem Channel sprechen wir über allerhand TikTok-Drama, aber auch gesellschaftlich relevante Themen und versuchen diese irgendwie soziologisch einzuordnen. Okay. Was sie gesagt hat, okay. Wie sie es gesagt hat, Da bin ich ein bisschen vorbelastet. Vielleicht ist es euch aufgefallen, auch ich bin nicht frei von Vorurteilen. Leute, die so reden und ihre Bude auch so eingerichtet haben, schwierig. Aber schauen wir mal. Heute übrigens mit neuem Hintergrund, denn Und diese Geste, dieses übertrieben, Mädchen, für den Fall, dass du das hier siehst, ich weiß, du hast deutlich mit 17.000 Abonnenten oder sowas, aber dieses übermäßige Gestikulieren mit den Händen, das ist nicht cool. Ja, das bringt nicht irgendwie deine innere Frohnatur besser zur Geltung. Es sieht aus wie Donald Trump. Es sieht aus wie Donald Trump. Ein bisschen weniger gestikulieren. ja, ich bin umgezogen und hier bleibe ich jetzt auch erstmal. Es sieht etwas kahl aus, aber das wird sich hoffentlich in der nächsten Zeit etwas ändern. Wie auch immer, zurück zu Boy Moms. Boy Moms sind ein... Ich meine, kennt ihr The Vile Eye? Das ist so ein Typ, der macht Videos, Analyzing Evil heißen die immer. Also der nimmt sich irgendwelche Bösewichte aus Film und Fernsehen oder Büchern oder Computerspielen oder sowas und analysiert den Charakter. Ne? Und der ist das genaue Gegenteil. Der sitzt nämlich, also die ersten paar Jahre hat man gar nicht gesehen und seitdem er in seinen Videos zu sehen ist, sitzt er halt einfach bewegungslos auf einem Stuhl und spricht in einer relativ monotonen Stimme. Das ist das andere Extrem, aber das ist mir tatsächlich lieber als dieses ich habe einen ganzen Bienenschwarm im Arsch und deswegen gestikuliere ich jetzt hier in der Gegend umeinander, dass ich aussehe wie einer von diesen komischen mit Luft aufgeblasenen Wackelkandidaten, die man als Werbung irgendwie bei den Amis vor Gebrauchtwagen Händler hinstellt. Ne? Phänomen, welches auf Social Media in den letzten Jahren besonders auffällt. Doch sie sind nicht nur ein Social Media Phänomen, nein, ganz im Gegenteil, schon im privaten Rahmen bin ich auf sogenannte Boy Moms gestoßen und eine Sache fällt immer wieder auf, wie besonders und wie innig diese Beziehung zwischen den Müttern und ihren Söhnen sein soll. Denn einen Sohn zu haben, das ist irgendwie etwas anderes. Gut, ich habe selbst noch keine Kinder, was weiß ich also schon. Trotzdem, als pädagogische Fachkraft habe ich manchmal doch so ein bisschen komischen Beigeschmack, wenn ich diese Videos zu diesen Boy-Moms schaue. Denn all diese Videos scheinen vor allem eine Sache gemeinsam zu haben. Es geht hier nicht nur um die Bevorzugung von Jungen über Mädchen. Nein, irgendwie hat diese Beziehung irgendwas Sexualisierendes in Bezug zu den Kindern. Daraus resultierend stellt sich eine Frage, beziehungsweise eher zwei. Wie weit kann Mutterliebe gehen? Antwort darauf, nicht so weit. Und wann ist es zu weit? Da, bei den Beispielen, die du jetzt am Anfang gezeigt hast, auf jeden Fall schon zu weit. Da sind wir schon viel zu weit. Hm? Genau darüber sprechen wir heute. Also wie immer, schnapp dir einen Tee oder ein anderes Getränk deiner Wahl und lass uns gemeinsam einsteigen. Es sind vermeintlich zuckersüße Videos, die einem da in die Timeline gespielt werden. POVs von Moms, die... Ich bin so froh, dass ich nicht auf diesen ganzen Social-Media-Dingern bin. Mir kommt ja auf YouTube schon genügend Schmutz auf den Tisch. Ne? Wie zum Beispiel, na gut, das ist jetzt über Decken, aber ganz ehrlich, über diese Boy-Moms, ich weiß nicht, ob mein Leben so viel ärmer wäre, wenn ich auf dieses Thema niemals gestoßen wäre. Ich glaube, ich bezweifle das. Aber die ganzen anderen Sachen sind ja noch viel schlimmer. Du kannst ja noch viel weniger selektieren. Die knallen ja noch mehr einfach in die Fresse. Hier Instagram, Tiggity Toggity und den ganzen Scheiß.
Twitter. Bin so froh, dass ich auf keiner dieser Plattformen unterwegs bin. Ihre kleinen Söhne anziehen und so stylen, wie sie es so gerne beim Partner gemacht hätten und dabei auch noch einen Kuss und eine große Umarmung von ihrem Lieblingssohn bekommen. Keine Ahnung. Ist Philipp Amthor so aufgewachsen? Als kleines Kind schon mit erwachsenen Klamotten anziehen. Und dann ist freilich, wenn du Mitte 20 bist, benimmst du dich wie ein 60-Jähriger. Aber ist das so ein Ding? Oh Leute, lass die Kinder Kinderklamotten anziehen. Ich habe als Kind von meinem großen Bruder die Klamotten gekriegt. Da war da irgendein alter ausgewaschener grüner Pullover und irgendeine Latzhose, die ich gehasst habe auf den Tod. Aber die habe ich alle nicht lange dulden müssen, weil du wächst ja ratzefatze wieder raus aus dem ganzen Mist. Ne? Dass die Kinder Kinderklamotten anziehen. Da war irgendwann nochmal Mickey Maus drauf oder so. Irgendein Krampf. Aber na, keine Ahnung, die Designerklamotten müssen es sein. Dass er genauso ausschaut wie sein Hipster Jet-Set-Yuppie-Vater. Oder es sind auch solche lustigen oder super nachvollziehbaren Videos, die nur Boy-Moms verstehen können. Ich bin Jungsmama, Streit schlichte ich jeden Tag. Ja, vor allem, keine Ahnung, die offensichtlich haben die einfach zu wenig Probleme. Ne? Ich glaube, eine Mutter, die noch Teilzeit arbeitet, weil sie entweder alleinerziehend ist oder der Vater halt nicht so viel verdient, dass er so einen Palast einstellen kann. Ja, und Perlen, Ohrringe und Designerklamotten und den ganzen Schmarrn. Die kommt auf so einen Schmarrn überhaupt gar nicht. Die bringt in der Früh, bringt die den Fratz in die Kita, danach geht sie mal lochen, dann geht sie einkaufen und holt den Fratz aus der Kita wieder ab, dann wird gekocht, währenddessen darf der Fratz irgendwas spielen und dann muss man am Abend schauen, dass der seine Zähne putzt und sich einen Arsch gescheit abwischt und ab ins Bett. Dann gibt es da wieder Mordstrara. Dann pennt man 5 Stunden und am nächsten Tag geht's weiter so. Ich glaube, dass denen einfach fürchterlich langweilig ist. Vielleicht sollte der Mann da mal irgendwie weniger hasseln, statt Reichtum vermehren. Vielleicht einfach mal sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht auch genug mit meiner Villa und meine paar Millionen auf dem Konto. Und ich kümmere mich jetzt vielleicht einmal um meine Familie. Und vielleicht bumse ich meine Frau auch mal wieder, weil irgendwas stimmt mit der nicht. Die scheint sich ungesund auf unseren Sohn zu fixieren. Ne? Da scheint ein Defizit da zu sein an partnerschaftlicher Zuneigung. Jungs, hört auf zu streiten, muss ich wieder dazwischen gehen. Weil kleine Mädchen natürlich niemals raufen würden, immer pinke Kleidchen tragen und immer ohne Meckern hinter sich her aufräumen. Ja, oder es gibt auch... Ja, wie gesagt, was kleine Mädchen machen, damit kenne ich mich nicht aus. Ich habe keine Schwester gehabt und ich habe keine Kinder, aber keine Ahnung. Mein Bruder und ich, wir haben uns also schon stellenweise grenzwertig gefetzt. Also da ist das ein oder andere Pfeilchen nicht ausgeblieben irgendwann einmal. solche Videos hier. Oh Gott, schaut euch seinen Blick an. Ich finde es schade, dass man ihren Blick nicht sieht. Vielleicht drehen die das nochmal. Vielleicht geht der Typ, der das filmt, nochmal außen rum. Dass man ihren Blick sieht. Ich weiß nicht, ist das arabisch? Ist das irgendwie, ich weiß nicht, was das für Kultur ist. Ein Palmen im Hintergrund. Aber das ist weird. Die Mutter ist, wenn ich von den Klamotten schließe, offensichtlich irgendwie gerade von der Harry Potter Fan-Con gekommen und direkt zur Hochzeit ihres Sohnes und die zwei tanzen da. Das ist ihr Moment, ihre Hochzeit. Die tanzen da, alle schauen hin und die Mutter geht hin und schmiegt sich an den ran und schaut es euch an. Sie tut zwar so, als würde sie die Hand auf die Schulter der Braut legen, um zu symbolisieren, ja, so du gehörst jetzt mit dazu, aber sie hat einen Lappen dazwischen, damit sie sie bloß nicht direkt anfassen muss und der Arm ist schon mehr so ausgestreckt, so die wegzudrücken. Das ist eine ungesunde Obsession mit dem eigenen Sohn. Und er schaut und ihm ist das fürchterlich unangenehm und sie schaut ihm nicht ins Gesicht. Also so viel kann man auf jeden Fall sagen, sie schaut ihm nicht ins Gesicht, weil ihr ist es auch fürchterlich unangenehm. Und sie, die Mutter, der ist vollkommen scheißegal, die hat da die Augen zu und ist einfach übergriffig as fuck.
Ganz ehrlich, eine Sache lernt man ziemlich schnell, wenn man auf TikTok unterwegs ist. Man sieht und trifft alles, auch Dinge, die man eigentlich niemals hätte sehen wollen. Nee, ganz ehrlich, das Bild mit der Mutter, die sich da in den Hochzeitstanz ihres Sohnes reinzeckt, das hätte er ja wirklich nicht braucht. Ja, wie auch immer, ein Blick unter den Hashtag Boymoms eröffnet einem auf jeden Fall eine komplette Parallelwelt. Neben diesen ganzen POVs oder den vermeintlich lustigen Comedy-Videos. Und ich meine, einige davon sind wirklich gut. Now we are welcoming the mother of the groom and the groom. Mother of the Groom, Wedding Dance that makes everyone uncomfortable. Den hatten wir doch gerade. Wie heißen die Mütter des Bräutigams und dem Bräutigam auf der Tanzfläche willkommen? Mir wurde mitgeteilt, dass sie einen sehr wichtigen Song dass das ein sehr wichtiger Song für die beiden ist und ihnen viel bedeutet. Okay. Also wenn das jetzt noch mehr makes everyone uncomfortable ist, wie die Scheiße davor, dann hurra die Gams. Room to the dance floor. I have been told that this is a very special song to them and it means a lot. Alter. Alter Schwede. Boah, Kollegen, das ist nicht Westeros hier. Calm your tits. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, mal bei dieser Creatorin hier vorbeizuschauen. Ich liebe ihren Content. Man stößt hier auf eine gesamte Community von Jungsmamas, die es nicht nur als ihre Berufung, sondern teilweise sogar als ihre Identität sehen, eine Jungsmama zu sein. Und diese Gemeinsamkeit teilen sie jetzt nicht nur mit... Das ist das Problem irgendwie mit Identitäten. Ich bin der Meinung, Identität wird überbewertet. Also klar, so ein bisschen wissen, wer man ist und ist wichtig, um einen gefestigten Charakter zu haben und um sie nicht von allen möglichen Leuten unnötig beeinflussen zu lassen. Ne? Aber die Leute nehmen die Identität so als einzigen definierenden Faktor ihrer ganzen Existenz und das ist halt gefährlich. Das hat dann was Religiöses und dann geht es schnell ins Fanatische und dann hast du halt die Probleme, die wir aktuell haben. Und du darfst den Leuten auch nicht mehr sagen, halt dein Maul mit deinem höchstgradig banalen Bullshit und komm mal klar, weil es Hassverbrechen dann, ne? Wenn du die Leute kritisierst für ihre hochheilige Identität. Ne? Vor allem, dass die Leute auch nicht checken, dass meine Identität ist halt meine Privatsache. Wenn ich mich, also was ich mich identifiziere und was ich, ne, das ist vollkommen mein Ding. Aber, nee, müssen alle wissen. Anderen Creatorinnen. Nein, es gibt auch unglaublich viele KommentatorInnen da draußen, die immer... Ich hab's befürchtet. Ja, keine Ahnung, irgendwie, ich hab's euch vorher schon gesagt. Wenn ich mir das alles so anschaue, ich habe mehr oder weniger schon damit gerechnet, dass hier gegendert wird. Na okay, beißen wir uns durch. Und immer wieder solche Sachen posten. Eine Jungsmama zu sein, hat mich geheilt. Das ist eine der reinsten Formen der Liebe, die ich jemals gespürt habe. Ja, weil er abhängig von dir ist und nicht davonlaufen kann. Du hast das Sorgerecht über den, ne? Du kannst bestimmen, wo er sich aufhält, solange er nicht volljährig ist. Ne? Das ist die ultimative Kontrolle. Wie gesagt, hier Westentaschenpsychologie Kasper in der Haus. Wahrscheinlich stimmt mit der Beziehung zum Vater irgendwas nicht. Ne? Zum eigentlichen Partner. Und man hat vielleicht irgendwie den ein oder anderen Vertrauensbruch erlebt und fixiert sich jetzt auf eine ungesunde Art und Weise auf den eigenen Sohn, weil der ja auch dann praktisch ein Abbild des Vaters ist, aber den kann man kontrollieren. Ja? Bei dem kann man selber bestimmen, wo er sich gerade aufhält und man hat immer ein Auge drauf und das heißt, er kann auch nicht plötzlich seine Sekretärin bumsen. Ne?
Oder auch sowas wie, oh ja, eine Jungsmama zu sein. I wonder if any other boy moms feel this way. When I found out I was pregnant, I really wanted a girl like so badly. But now that I have a son, I just want 5 more sons. Like this is... Was willst du denn auch sagen? Was willst du denn auch sagen? Wenn du, also für die Leute, die jetzt nicht so krass im Englischen sind, also das wird ja auch übersetzt an der Seite, ne? Also sie wollte ursprünglich immer bloß ein Mädchen und jetzt, wo sie einen Sohn hat, so glücklich und möchte nur noch Söhne haben. Ihr willst auch sagen, wenn ich sage, ja, keine Ahnung, eigentlich wollte ich ein Mädchen, dann ist es ein Sohn geworden, oh shit. Ja, egal, schmeiß mal in die Tonne, probieren wir es nochmal, vielleicht kommen wir beim nächsten Mal ein Mädchen raus. Das hättest du machen sollen. Natürlich bist du jetzt committed. I want 5 more. Doch was steckt Der Englisch Kasper ist auch wieder unterwegs. tatsächlich dahinter? Ist eine Jungsmama zu sein wirklich so speziell, so magisch? Zugegeben, der Begriff Boy Mom bzw. auf Deutsch Jungsmama ist jetzt kein TikTok-Phänomen. Tatsächlich gibt es den schon ein bisschen länger. Denn ähnlich wie der Begriff des Girl Dads, also des Mädchenpapas, beschreibt es eben eine besonders innige und intensive Beziehung zwischen einem Elternteil und dem gegengeschlechtlichen Kind. Daran ist in erster Linie auch erstmal nichts verkehrt. Doch in den letzten Monaten und Jahren, seitdem dieser Hashtag und dieser Boy-Mom-Trend so durch Social Media spült, beobachtet man, dass diese innige Beziehung sich langsam eher in eine obsessive Fixierung zwischen Jungsmama und Sohn entwickelt hat. Eine Definition von WikiHow beschreibt das hier relativ treffend. Sie sagt nämlich Folgendes: Eine Boy-Mom ist eine Mutter, die überaus fixiert ihrem Sohn gegenüber ist. Sie knuddelt ihn, stellt ihn aber auch auf ein Podest und zeigt dem Jungen gegenüber mehr Liebe als dem Mädchen. Im Übrigen, wenn ihr mal, wenn ihr überlegt habt, wie so die tatsächlich toxischen, ne, Männer entstanden sind, die tatsächlich der Meinung sind, sie sind was Besseres als Frauen und wirklich misogyn sind, ne? Frau Scholz, wie die Leute entstanden sind, dann bitte sehr, ne? Übrigens, diese negativ konnotierte Beziehung zwischen dem Sohn und seiner Mutter gibt es übrigens auch noch in die entgegengesetzte Richtung, nämlich bei dem Muttersöhnchen, welches ja relativ oft belächelt und verspottet wird. Also einem Jungen, der stark fixiert auf seine Mutter ist. Und ja, hier sieht man ganz gut, das Ergebnis von Muttersöhnchen zu Boy-Mom ist eigentlich das gleiche. Es geht hier um eine obsessive, ja sogar ungesunde Abhängigkeit. Interessanterweise dreht man das ganze Konzept einmal um und schaut sich nicht die Boy-Moms, sondern die Girl-Dads an, erkennt man relativ schnell, dass das ein starker Kontrast ist. Denn der Girl-Dad wird eher... Ja, da ist wahrscheinlich, nehme ich ja mal an, geht es da mehr auf dieses Überbeschützerhafte, ne? Von wegen, keine Ahnung, wenn die ihren ersten Freund heimbringt, den dann irgendwie in die Mangel nehmen und ihm das Leben unangenehm machen und so weiter und so fort. Eher das, aber diese weirde Sexualisierung, wie es da bei diesen Boy-Moms der Fall ist, wie gesagt, haben wir ja vorher. Ich glaube, das wäre Gott sei Dank dann wenigstens das gesellschaftlich so weit geächtet, dass dann gleich Maßnahmen ergriffen würden. Ne? Meine Frage ist, warum es bei den Boy-Moms nicht auch so ist, dass schnell Maßnahmen ergriffen werden, weil es mindestens genauso übergriffig ist, würde ich mal sagen. eher als liebevoller und präsenter Vater dargestellt. Als ein Vater, der für seine Töchter da ist, alles für sie tun würde, immer noch in Form eines Beschützers, aber mehr sogar den Interessen seiner Tochter beugt, auch mal ein pinkes Kleidchen trägt zum Beispiel. Da ist die Boy-Mom im Kontrast ja die obsessive Figur, was ich tatsächlich sehr, sehr spannend finde. Ein Girl-Dad ist ein liebevoller Vater. Eine Boy-Mom dagegen ist eine obsessive Figur. Und ich weiß es jetzt nicht. Ich kenne jetzt die Definition für Girl Dad nicht, aber wenn wir das praktisch aus demselben Pot der Idiotie nehmen wie das Boy-Mom-Ding, dann sind es halt in meiner Vorstellung wirklich diese Typen, die so unangenehm beschützerisch und kontrollfreakhaft
ihren Töchtern gegenüber sind, aber die halt nicht diese unangenehm sexuelle Komponente wie diese Boy-Moms jetzt drin haben. Ne? Und das zeigt so ein bisschen in die Richtung, in der jetzt auch das nächste Kapitel geht, nämlich, dass wir hier schon wieder über Geschlechterrollen sprechen müssen. Weil ich meine, immer für die Tochter da sein kann ja auch sowas sein wie, hey, wenn du irgendwo weggehst, dann egal wie spät es wird, ruf mich an, ich hol dich ab. Du musst nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln um 2 Uhr nachts durch die Großstadt fahren. Solche Dinge. Die ich deutlich weniger problematisch sehe, wie sich in den Hochzeitstanz des Sohnes reinzuzecken oder ihm zu sagen, dass man das so schade findet, dass man die Mutter ist, weil man dann gewisse Dinge mit ihm nicht machen darf. Es ist schon wirklich spannend. Was stand da jetzt? Was das schon wieder mit dem Patriarchat zu tun hat. Alter, bitte nein. Und das ist auch noch der größte Punkt. Wenn die Obsession dieser Tussis mit ihren Söhnen jetzt Schuld des Patriarchats ist, dann bin ich raus aus der Nummer. Es ist schon wirklich spannend und das habe ich im letzten Kapitel ja schon angerissen, denn schaut man sich einmal so die TikToks zu den Boy-Moms an und vergleicht diese mit TikToks zu Girl-Dads. Oh, the pretty girl walk like this. Come on, Daddy. Oh, the pretty girl walk like this. This. Oh, the pretty girl walk like this. Trifft man auf einen absoluten Kontrast. Kann sich auch zum Obst machen, der. Man kann sich aber auch einfach zum Obst machen. Es fällt auf, Girl-Dads auf TikTok sind Väter, die geschlechtliche Stereotype überwinden und für ihre Töchter da sind, die im Notfall mal den herzbedruckten Bademantel anziehen, als prima Ballerina tanzen oder auch mit den 5 Töchtern einen Wellnessabend machen. Diese Töchter scheinen ihren Vätern eine feminine Seite zu verpassen und auch wenn die ein oder anderen Väter ein bisschen leidend dabei dreinschauen, nehmen sie es an und sind für ihre Töchter da. Also sind Girl-Dads auf TikTok Väter, die eben diese traditionellen Geschlechterrollen spielerisch durchbrechen und ja, damals wieder die Zauberworte auf TikTok gehört. Und ich meine, sie sieht mir jetzt auch sehr jung aus. Was wird die sein? 21, für Anfang 20, oder? Sie hat gesagt, studiert hat sie schon, gehen wir 23. Da ist natürlich dieses TikTok-Thema einfach viel präsenter. Die Frage ist halt wirklich, ob man sich überhaupt auf TikTok zum Horst machen muss, ne? Oder ob diese Geschichten, sich da ein bisschen zum Affen zu machen für die Töchter, um die zu unterhalten, ob das nicht auch einfach eine private Sache sein sollte. Wo man dann gleich zum nächsten Punkt kommen soll, sollten Kleinkinder auf TikTok stattfinden. Da habe ich ja ziemlich eindeutige Meinung dazu, und zwar nein. Ich bin der Meinung, Kleinkinder sollten auf Social Media gar nicht vorkommen. Also ich bin auch großer Befürworter dessen, dass man sagt, hier Social Media Kanäle erst ab 16. Ne? Ich bin nicht der Meinung, dass unter 16-Jährige dass man denen eine ausreichende Medienkompetenz vermitteln kann, es ist bei über 16-Jährigen schon schwer genug, aber irgendwo muss man anfangen. Ich bin dann nicht der Meinung, dass man den unter 16-Jährigen eine ausreichende Social Media oder Medienkompetenz vermitteln kann, dass die sich gefahrenfrei auf Plattformen wie TikTok, Twitter, Instagram etc. bewegen können. Und da sind wir momentan in einer schwierigen Phase, weil die Leute, die jetzt aktuell diese Kinder erziehen, auch noch nicht mit so einer großen Medienkompetenz aufgewachsen sind. Das hat sich ja erst die letzten 20 Jahre ergeben, wo die ganzen Social Media Plattformen entstanden sind. Mit damals MySpace, Facebook, was hat es gegeben, StudiVZ, Lokalisten, die ganzen Scheiß.
Und das haben die Leute damals schon mitgekriegt, aber es sind halt Leute, meine Generation, die jetzt irgendwelche Kinder haben, die zwischen, ne, sagen wir, Grundschulalter und Teenager sind. Und wir haben ja damals selber das mehr oder weniger aus dem Nichts benutzt und ohne großartige Medienkompetenz. Ne, das hat man sich ja selber, und da finde ich es schwierig. Ich finde es wirklich, wirklich schwierig, da die Leute einfach willy-nilly machen zu lassen, weil die Leute, die die größte Medienkompetenz haben, sind oft Leute, die Schindluder treiben damit. Und da musst du die Leute halt, musst halt deine Kids dagegen vorbereiten. Und wenn du das selber nicht auf dem Kasten hast, was sich allein schon dadurch zeigt, dass die Leute stellenweise wirklich ihre Kleinkinder vor die Kamera zerren, wie hier gezeigt, nur um ein paar Likes auf Social Media zu ergattern. So jemand, der sowas macht, kann natürlich seinem Kind auch keine Medienkompetenz vermitteln, weil er sie selber nicht hat. Und dementsprechend fände ich es auch gut, ein Schulfach einzuführen, Medienkompetenz. Wir könnten ein paar vielleicht Bullshit-Fächer wegnehmen. Oder, keine Ahnung, einmal in der Woche am Nachmittag, 1 Stunde, das reicht. Ne? Schulfach Medienkompetenz. Und wenn mir jetzt irgendwie da irgendein Arschloch kommt und mir erzählt, ja, das ist aber die Aufgabe der Eltern, die Schule kann nicht alles machen, bla bla bla. Die Schule ist nicht eine reine Einrichtung, also per Definition ist die Schule eine pädagogische Einrichtung, deren einziger Zweck es nicht ist, pur und stur irgendwelches Wissen in die Köpfe reinzuhämmern, nach einem gewissen Schema, sondern auch einen nicht unbeträchtlichen Teil der Erziehung zu übernehmen. Die Kids verbringen sehr viel Zeit in der Schule. Und diese Erziehung wird zusammengesetzt zum einen aus der sozialen Interaktion mit Gleichaltrigen, aber natürlich auch der Autoritätsperson der Lehrkräfte. Und das ist wichtig, da gewisse Sachen zu vermitteln, auch die vielleicht im Elternhaus aus welchen Gründen auch immer nicht vermittelt wurden. Vielleicht, weil sie nicht vermittelt werden konnten. Im Fall jetzt Medienkompetenz, wenn die Eltern selber keine haben, wie sollen sie vermitteln? Ja, wenn die Eltern nicht kochen können, wie sollen sie den Kindern Kochen beibringen? Oder wenn es halt wirklich auch so ist, wenn es so Yuppie-Eltern sind, die sich gedacht haben, jo, Digga, wir brauchen unbedingt Kinder, aber wir haben eigentlich gar keine Zeit dafür und wir geben die so früh wie möglich den ganzen Tag an irgendwelche anderen Leute, dann muss das halt die lernpädagogische Einrichtung übernehmen, diese essentiellen Dinge zu vermitteln. Medienkompetenz, Selbstständigkeit, ne? Kochen. Gewisse Sozialkompetenz und das ansonsten funktioniert das nicht in unserer Gesellschaft. Wenn man sich da den schwarzen Peter immer nur gegenseitig hinschiebt, ist das eine undankbare Aufgabe, Kindern sowas beizubringen. Erziehung ist eine fürchterlich undankbare Aufgabe, aber ist halt notwendig. Und wenn ich mich dieser Aufgabe nicht stellen will, dann darf ich weder Vater noch Mutter noch Lehrer werden. Ne, dann bin ich in all diesen 3 Bereichen vollkommen fehl am Platze. Und dadurch so eine Art Zugang zu einer anderen Form von Männlichkeit schaffen, die so ein bisschen weicher, zärtlicher, offen und auch irgendwie fürsorglich ist. Boy-Moms im starken Kontrast dazu sind ganz anders, denn hier hat man eher das Gefühl, dass diese Geschlechterrollen bestärkt werden. Zum einen sprechen Boy-Moms auf TikTok darüber, wie wild und anstrengend ihre kleinen Männer so sind. Gleichzeitig stellen sie sich aber auch als die einzig wahre emotionale Bezugsperson dar. Als eine Bezugsperson, die sich auf ihre Söhne stützt und die gleichzeitig alles für dieses Kind bedeutet. In einem meiner letzten Videos vor ein paar Wochen, dort sprach ich über Kinder im Internet, klärte ich das soziologische Konzept von Werten und Normen. Das ist sozusagen die Grundsteintheorie, die erklären soll, warum sich Menschen in sozialen Gruppen, also in einer Gesellschaft, zurechtfinden können und wissen, wie sie beispielsweise reagieren. Als kleiner Refresh zu dem... Ja, das ist halt das Problem, was zum Beispiel Autisten haben, ne? Dass die im Kopf diese Mechaniken nicht haben
um das zu checken mit dem, aber letzten Video oder falls du es einfach nicht gesehen hast. Werte und Normen sind etwas, was uns dabei hilft, zu wissen, wie wir uns in gewissen gesellschaftlichen Situationen verhalten sollen, gleichzeitig aber auch, was wir erwarten können. Sind sozusagen sowas wie allgemeine Vorstellungen oder Verhaltensregeln, an die wir uns halten können oder wissen, wie wir in bestimmten Situationen denken müssen. ja, das ist, um es ganz einfach runterzubrechen, ist, man drängelt sich nicht in der Schlange am Supermarkt vor. Ne? Das sind die Werte und Normen. Klassische Situation. Mutti von 3 Kindern hat den kompletten Einkaufswagen voll. Übervoll, weil sie den Wocheneinkauf macht. Und der Student hat sich gerade irgendwie eine Schachtel Kippen und eine Tiefkühlpizza gekauft, die er sich jetzt in seinem WG-Zimmer schnell reinpfeift, bevor es danach wieder in die Bib geht. Und die Mutti, die stellen sich schön hintereinander an und die Mutti sieht, der hat nur die Pizza und lässt ihn vor. Ne? Das ist dann soziales Gefüge. Das funktioniert. Eigentlich in fast allen Supermärkten, in denen ich in Deutschland war, funktioniert das. Ne? Aber dass der einfach an ihr vorbeigeht und sagt, hey Mutti, geh mal auf die Seite, ich habe nur eine Pizza und eine Schachtel Kippen und 2 Bier. Das ist halt nicht drin. Ne? Also wenn sie ihm das nicht anbietet, hat er zu warten. Und das ist ein gesellschaftliches Konstrukt, das wir alle kennen, nachdem wir uns alle halten, die meisten zumindest. Und für dies auch, wenn Leute sich nicht halten, relativ schnell sozial negative Konsequenzen gibt. Und ja, das heißt, man kann das erwarten, dass sich da keiner vordrängelt, weil man auch weiß, man drängelt sich selber nicht vor, weil sich das nicht gehört. Diese Regeln und diese Erwartungen sind gesellschaftlich konstruiert. Das heißt, sie unterscheiden sich kulturell und von Gesellschaft zu Gesellschaft. Das kann man relativ gut mit einer Begrüßung vergleichen. Beispielsweise in Frankreich küsst man sich links und rechts auf die Wange. In Deutschland würde man das niemals tun. Nein, denn hier gibt man sich ja gegenseitig die Hand, wenn man sich begrüßt. Und so ähnlich, wenn auch deutlich komplexer, funktionieren auch so Dinge wie Geschlechterrollen. Denn auch wenn es natürlich ein biologisches Geschlecht gibt, was einem bei der Geburt zugewiesen wird und was man ja hormonell und durch die Fortpflanzung eben nachweisen kann, ist das ist schon mal ein Satz, der mich erquickt zu hören von einer Person, die gendert. Ne? Das, weil wir wissen, in der Richtung sind viele Leute sehr, sehr, sehr borniert und wollen einfach von der Realität und von Biologie nichts wissen. Über Geschlechtsidentität als soziales Konstrukt lässt sich ja diskutieren. Ne? Auf der Basis, dass man sagt, okay, es gibt jetzt, ne, naturwissenschaftlich ist das und das Fakt, darauf haben wir uns geeinigt und jetzt reden wir über gesellschaftliche Konstrukte, über Identität und welchen Stellenwert diese in unserer Gesellschaft einzunehmen hat. Wie gesagt, wird übertrieben ins Rampenlicht gestellt, meiner Meinung nach, weil Identität genauso wie Religion, mit der sie ja oft auch zusammenhängt und sexuelle Orientierung oder wie gesagt auch Genderidentität, das ist alles mein Privatvergnügen. Ne? Wenn jemand in meinen privaten Space eindringt, um mich deswegen zu diskriminieren, dann ist das nicht in Ordnung, dann stelle ich mich auch hinter die Leute. Wenn ich aber mit meinem Privatbullshit anderen Leuten permanent auf den Sack gehe und wenn die mir dann sagen, verpiss dich, ich will mit deiner Scheiße nichts zu tun haben, ja, mach dein Privatbullshit privat bei dir zu Hause, aber lass mich damit in Ruhe. Wenn ich das dann als Hassverbrechen darstelle, bin ich halt ein Spasti. Aber, ne, das sind halt die. Lass mich in Ruhe, lass ich dich in Ruhe. Ist es so, dass gewisse Normen und Werte, also die Erwartung davon, wie sich Frauen und jeder Mensch hat individuelles Wertebild. Ne? Jeder hat einen anderen moralischen Kompass. Es gibt kaum eine Gruppe, in der man das besser sehen kann als in der Drachenhater-Bubble.
Ne? Da gibt es die einen Leute, die sagen Moral komplett raus, und dann gibt es die Leute, die mehr Wert auf Moral legen, dann gibt es die Leute, die sehr viel Wert auf Moral legen, und da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen drüber. Also es gibt keine zwei Menschen auf der Welt, die den original gleichen moralischen Kompass zu 100% haben. Und der ist halt individuell. Männer zu verhalten haben, ist alles ein soziales Konstrukt. Das kann Aber man man muss halt schauen, ne? Wenn Leute zum Beispiel gar keinen moralischen Kompass haben, wie ein gewisser ehemaliger YouTuber, dann kommt halt irgendwann eine gesellschaftliche Reaktion. Ne? Also wenn es um Sachen geht, wo sich wirklich einfach 99% der Gesellschaft darauf geeinigt hat, so das und das ist cool oder das und das ist nicht cool, dann kommt halt irgendwann eine gesellschaftliche Reaktion, wenn man sich da wirklich weit rausbegibt. Und dann kann man, wenn man ein reflektierter Mensch ist, feststellen, oh, jetzt habe ich die Scheiße gebaut, sollte ich korrigieren, mache ich nicht mehr, entschuldige mich, mache mich gerade für mein Fehlverhalten, checke, was ich da angerichtet habe, und korrigiere das. Ne? Oder halt nicht, und dann landet man früher oder später im Knast. beispielsweise relativ banal mit dem Aussehen von Frauen oder Männern beschreiben. Beispielsweise, dass Frauen sich eher schminken, die Haare lang tragen oder auch mal ein Kleid oder einen Rock tragen, was bei Männern ja eher untypisch der Fall ist. Aber auch das ist gesellschaftlich konstruiert. Schauen wir mal ein paar Jahrhunderte zurück. Der Mann im Barock, der hat eben auch Perücken getragen, Schminke aufgetragen, weite Röcke und ja, auch mal Strumpfhosen. Dinge, die heutzutage eher untypisch sind. Wie auch immer, das zeigt alles ganz gut, dass das Aussehen, aber natürlich auch das Verhalten einfach davon bestimmt ist, welche gesellschaftlichen Erwartungen es gibt. Und genau diese Erwartungen sind halt eben auch an das Verhalten geknüpft. Frauen beispielsweise sollen eher unterwürfig, höflich oder freundlich sein, während Da sind wir jetzt aber wieder beim, das ist ein gesellschaftliches Bild, das einfach nicht mehr aktuell ist. Und das wollen sich die Leute nicht eingestehen. Klar gibt es immer noch irgendwelche Neandertaler, die das von Frauen erwarten. Aber gerade deswegen hatte ich Angst vor dem Punkt Patriarchat. Gerade in unserer westlichen Welt, gerade auch in Deutschland, ist das die absolute Minderheit. Wir sind eines der aufgeschlossensten Länder auf diesem Planeten. Ne? Gerade was die Rollen zwischen Männern und Frauen angeht. Und ich habe am Anfang drüber gesprochen, ne, beziehungsweise ich glaube in meinem letzten Video habe ich darüber gesprochen, wenn ein Vater sich sehr aufopfert für die Familie und selten zu Hause ist, weil er sehr viel arbeitet, um einen gewissen Wohlstand zu sichern für seine Familie, ist das ein gesellschaftliches Bild, dass der Mann als Ernährer im letzten Jahrhundert das noch sehr präsent war. Aber dieses letzte Jahrhundert ist jetzt auch schon ein Vierteljahrhundert her. Und das ist nicht mehr so. Das Problem ist halt, dass man auch einsehen muss, dass der Mann als Versorger und Ernährer halt oft auch eben Opfer bringen musste. Die Zeit, die er lieber mit seiner Familie verbracht hätte, zum Beispiel. Und wenn ich halt jetzt als Frau sagen will, ich möchte das auch haben, ich möchte da auch komplett gleichberechtigt sein, ich will aber trotzdem sehr viel Zeit mit meiner Familie verbringen, dann beißt sich das ein wenig. Ne? Also niemand versperrt Frauen den Zugang zu Erfolg oder Führungspositionen in irgendwelchen Unternehmen. Also immer kommen, ja, die so und so viel Prozent Führungskräfte in DAX-Unternehmen, bla bla bla. Liebe Frauen, es hält euch keiner auf. Ihr müsst halt Opfer dafür bringen. Wenn ihr bereit seid, diese Opfer zu bringen, ja, weniger Zeit für die Familie, vielleicht keine Kinder kriegen, oder halt, wie gesagt, die Kinder halt einfach zu anderen Leuten geben für die Erziehung und nicht so ein großer Teil der Welt des Kindes während es aufwächst zu sein, was traurig ist, könnt ihr haben. Das sind die Opfer, die in früheren patriarchal geprägten Gesellschaften
bei Männern halt gang und gäbe waren. Wenn ihr das haben wollt, dann bitte sehr. Aber da gibt's im Englischen gibt es den Spruch, you can't have your cake and eat it too. Wenn du einen Kuchen gegessen hast, ist er weg. Wenn du einen schönen Kuchen haben willst, darfst du nicht anschneiden. Eins von beiden kann man sich aussuchen. Und das ist halt nicht irgendwie, dann kommt wieder Patriarchat und Privileg und bla bla bla. Egal wie man sich entscheidet, man wird immer Opfer bringen müssen. Aber der Weg wird dir nicht versperrt. Es wird dir nicht vorgeschrieben. Du musst zu Hause bleiben, Kinder kriegen und dich um die kümmern. Und der Mann geht arbeiten und bringt die Kohle nach Hause. Und du kriegst ein Taschengeld, wenn's lucky bist. Die Zeiten sind vorbei. Ey, wenn man sich krass gegen das Patriarchat stellen will, herzlichen Glückwunsch. Hey, es gibt noch genügend Gesellschaften auf dieser Welt, wo man hingehen kann. Hey, geht's nach Saudi-Arabien und labert da mal über das Patriarchat. Bitte sehr. Da kann man super Aktivismus betreiben. Aber für die paar Stammtischdeppen, die immer noch irgendwie in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hängen geblieben sind und irgendwelche dummen Parolen ins Internet blöken. Die Frau gehört an Herd. Dann da rentiert sich der Kampf nicht. Die sterben aus. Bitte, Kampf gegen das Patriarchat, wo der Weg aus dem Patriarchat noch lang und schwer und steinig ist. Männer eher. Aber das macht man nicht, weil da kann man so, da kriegt man ja so Gegenwehr. Das kann ja auch gefährlich werden. Das ist ja unangenehm. Nee. Gratismut im Internet, das ist es. Ja? Sich in Deutschland über das Patriarchat beschweren. Ja? Haben wir gelacht. Laut, aufbrausend oder hierarchisch an der Spitze stehen. Und ja, auch diese Verhaltensweisen sind gesellschaftlich konstruiert und werden uns von klein auf anerzogen, dass man eben bestimmte Erwartungen gegenüber einem Mädchen und bestimmte Erwartungen gegen einen Jungen hat und diese führen halt eben dazu, dass dieses Kind im Korsett dieser Erwartungen aufwächst und halt eben auch ähnliche Formen dieses Verhaltens halt eben annimmt. Und das ist nachgewiesenerweise Bullshit. Ich habe die Studie jetzt nicht da. Ne? Das ist größtenteils der Unterhaltungskanal. Quelle Trust Me Bro. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass gerade in den sehr offenen Gesellschaften, in denen diese patriarchalen Strukturen praktisch fast gar nicht mehr vorhanden sind, Frauen sich trotzdem bewusst zum allergrößten Teil für berufliche Wege entscheiden, die traditionell gesellschaftlich eher Frauen zugeschrieben wurden. Die dann eher Erzieherin oder Krankenschwester oder dergleichen werden. Und Männer sich mehr so in diese Richtung Mechaniker, BWL und so einen Scheiß orientieren. Wo sie die komplett freie Wahl haben. Also dass einem das vorgelebt wird, das ist vollkommen überholt, dieses Denkmuster. Es ist vollkommen überholt. Und das hat natürlich auch ganz viel mit der geschlechtlichen Identität zu tun. Dadurch, dass man sich als Frau oder als Mann identifiziert, welches in unserer Gesellschaft einen ziemlich hohen Stellenwert hat, versucht... Und ganz ehrlich, es ist auch, glaube ich, bei uns in der Gesellschaft nicht mehr so, dass du in gewissen Berufen als Frau, wenn du mithalten kannst, ausgeschlossen wirst. Keine Ahnung. Klassischer Männerberuf, Kfz-Mechatroniker. Das lernen fast nur Männer, weil Frauen sich auch generell nicht so sehr für Autos interessieren. Es gibt es immer wieder, dass Frauen sich für Autos interessieren, die werden dann auch Mechanikerinnen. Die müssen dann halt aber auch mithalten können, weil es ist ein Knochenjob. Und du darfst keine Angst davor haben, schmutzig zu werden. Lange Fingernägel sind nicht angesagt. Du musst auch mal irgendwas Schweres heben können. Das wollen halt viele Frauen nicht. Kanalarbeiter, auch so ein Ding.
Ich kenne nicht viele Frauen, die oder bei der Müllabfuhr arbeiten. Vielleicht sollte man da mal eine Quote einführen. Ne? Versucht man auch, als dieses Geschlecht erkannt zu werden, im äußerlichen wie auch im innerlichen Sinn, also von den Verhaltensweisen, und tut sozusagen. Und jetzt mal dazu zu sagen, eine Frau ist nicht weniger eine Frau, nur weil sie Kanalarbeiterin oder bei der Müllabfuhr oder als Kfz-Mechatronikerin arbeitet. Das hat aber mit der geschlechtlichen Identität überhaupt gar nichts mehr zu tun. Diese Leute hier, das regt mich gerade ein bisschen auf, aber diese Leute tun immer so fürchterlich progressiv, aber die sind selber noch in diesen Denkmustern von Anno dazumal so versteinert, dass sie nicht einsehen können, dass es tatsächlich so sein könnte, dass sich Frauen ganz bewusst und aus freien Stücken dafür entscheiden, Care-Arbeit zu leisten oder eben einen pädagogischen Beruf einzuschlagen oder einen pflegerischen Beruf einzuschlagen. Oder zu sagen, ja, Digga, keine Ahnung, ich habe keinen Bock auf Medizinstudium. Ich werd Zahnarztgehilfin, das passt. Da habe ich mehr Freizeit, kann mich um meine Kinder kümmern. Dass Frauen das tatsächlich aus freien Stücken tun. Und das ist doch eigentlich das Ziel gewesen, oder? Der Feminismusbewegung des letzten Jahrhunderts. Dass man sagt, eine Frau kann sich selber entscheiden. Will ich Kinder? Will ich keine Kinder? Will ich Karriere? Will ich keine Karriere? Aber für eins davon muss man sich halt entscheiden. Man kann halt nicht alles haben. Die Form des Geschlechts. In der Soziologie spricht man an der Stelle von Doing Gender. Das ist ein Konzept von West und Zimmerman. Finde ich super, super spannend. Also, falls sich das Thema ein bisschen mehr interessiert. Ja, und das ist halt auch wieder, da kommen wieder irgendwelche Soziologie, Kasperle, wahrscheinlich aus den USA, die da halt auch, ne, du hast es vorher selber gesagt, die gesellschaftlichen Unterschiede sind schon so eklatant unterschiedlich zwischen Frankreich, unserem direkten Nachbarn, mit dem wir sehr viel gemeinsam haben, und uns. Und wir nehmen jetzt die Forschungsergebnisse von Soziologen aus den USA, was sowieso ein absoluter Ausnahmestaat ist, der nur durch Zuwanderung aus allen Bereichen dieser Erde entstanden ist, zu einer Zeit, in der sich die kulturellen Strukturen der einzelnen Länder schon sehr gefestigt haben und schon sehr ähnlich dem waren, wie es heute ist. Die wirfst du alle zusammen, rührst ein paar hundert Jahre um, packst noch ein bisschen Sklaverei mit rein und dann bist du der Meinung, die soziologischen Erkenntnisse aus diesem lassen sich 1:1 auf Deutschland übertragen. Herzlichen Glückwunsch. Nicht zu Ende gedacht, würde ich mal sagen. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuschauen. In diesem Konzept spricht man einmal davon, dass Geschlecht nicht das ist, was wir sind, sondern also ich habe in meiner Jugend sehr, sehr, sehr viel gerade mit Amerikanern zu tun gehabt. Und die sind uns kulturell ganz, ganz weit weg. Ganz, ganz, ganz weit weg. Gerade so soziale Interaktionen wie Tag und Nacht. Eher das ist, was wir tun. Tun im Sinne von, wie wir sprechen, wie wir uns kleiden, welche Mimik wir haben, welche Gestiken und welche Form der Beziehung. Und bei der Elternschaft, also der Mutter- und der Vaterrollen, zwei Rollen, die so stark geschlechtlich konnotiert sind wie kaum eine andere in unserer Gesellschaft, spielt natürlich das Doing Gender eine ganz besondere und große Rolle. Denn Mutter oder Vater zu sein, wird permanent geschlechtlich inszeniert. Bezieht man das jetzt an der Stelle auf die Boy-Moms, sieht man das auf zwei Ebenen ziemlich gut. Zum einen natürlich auf der Ebene des Sohnes bzw. der Tochter, also der Sohn, der so als sehr wild und selbstbewusst beschrieben wird, während das Mädchen in identischen oder gleichen Situationen als Drama Queen oder zickig dargestellt wird. Aber im Übrigen, da sind wir, was das angeht, und das ist offensichtlich so. Ne? Ich habe mit Menschen mit dem muslimischen kulturellen Background gesprochen. Das ist, wie da Erziehung gemacht wird. Bei sehr traditionell muslimischen Familien, die jetzt nicht
weltoffen sind, sondern wirklich noch eher so, da ist das genau das. Ne? Die Söhne die haben absolute Narrenfreiheit und werden in den Himmel gelobt und auf den Podest gestellt und ne? Die Mädchen werden immer so ein bisschen laufen unter ferner Liefen. Ist auch Teil der Wahrheit. Aber dann natürlich auf der anderen Ebene, so wie sich die Boy-Moms inszenieren. Einmal in Aber in diesen Strukturen, ne, gerade wenn es um so religiöse Sachen geht, da ist es eben nicht so, dass sich die Leute frei entscheiden können, welchen Lebensweg sie einschlagen wollen. Das ist eben nicht so, dass du als Frau sagen kannst, hey, ich möchte Karriere machen, ich möchte gar keine Kinder. Ich möchte auch überhaupt gar nicht heiraten. Ich bin happy, so wie ich bin. Da wirst du in einem gewissen Alter von Allah gestellt und fertig ist. irgendeiner Art und Weise als die große Liebe ihres Sohnes. Wie gesagt, bevor jetzt wieder die bösen Kommentare reinschleudern. Ich habe gesagt, in sehr traditionellen, konservativen Hardliner-muslimischen Familien. Ich bin mir auch durchaus bewusst, dass es sehr viele Leute gibt, die zwar Muslime sind, aber einen sehr offenen Lebensstil pflegen und in denen die Töchter auch den westlichen Werten entsprechend die Entscheidungsfreiheit haben, zu tun und zu lassen, was sie wollen. Ne? Ich möchte jetzt hier nicht wieder irgendeinen Bullshit anhören, bitte. Als quasi der Haupt- und Mittelpunkt von ihrem Kind, gleichzeitig aber natürlich auch als jemand, die sich irgendwie so unterordnet ihrem Sohn, die nicht stark genug ist, um sich gegen ihren Sohn aufzulehnen, weil das in ihrer Rolle als Frau nicht ganz so gut passen würde. Doch natürlich spielt es auch für die Mutterschaft eine ziemlich große Rolle, denn es gibt nichts, was als weiblicher betrachtet wird als die Mutterschaft selbst. Und besonders dadurch, dass die Care-Arbeit oder die Erziehung von Kindern ich weiß nicht, warum man das jetzt so damit reinschneidet, aber okay. größtenteils die alleinige Aufgabe von vielen Frauen in traditionellen Haushalten ist, wird dadurch auch die eigene Identität geprägt. Naja, wie auch immer. Vor allem, wie auch immer, eigentlich hier, wie weit darf Mutterliebe gehen? Boy Moms, das ist das Thema. Und die erste Hälfte vom Video war, also nicht mal, das erste Drittel vom Video ging es darum. Und jetzt ist hier Gender Studies 1.0. Oder wie schaut das aus? Man jetzt trotzdem beides zusammen, ist das, was wir hier beobachten, letztendlich einfach nur eine Form internalisierter Misogynie. Das bedeutet, dass Mädchen, jetzt hast du mich verloren. Ganz ehrlich, Leute, die internalisierte Misogynie. Das ist auch, das ist so wie internalisierter Rassismus. Ne? Wenn Leute in Indien nicht alle so in indischer Tracht rumlaufen, sondern in westlichen Klamotten, das ist internalisierter Rassismus. So. Wenn eine Frau ganz von sich aus sagt, weiß ich nicht, ne? Dieses klassische, altmodische Rollenbild, Mann, Frau, und ich arbeite vielleicht Teilzeit und kümmere mich ansonsten um die Kinder. So, das ist das, worauf ich Bock habe. Und ich entscheide mich bewusst dafür, weil ich in einer offenen Gesellschaft aufgewachsen bin, die mir das erlaubt, mich da bewusst dafür oder dagegen zu entscheiden. Dann ist das internalisierte Misogynie. Vielleicht ist das halt auch einfach jemand, der ein anderes Lebenskonzept gewählt hat wie du. Ist dir das vielleicht schon mal gekommen? Vielleicht fällt dir das in 10 Jahren nochmal ein. Ne? Vielleicht kommst du mal noch drauf. Das ist genauso wie andersrum. Das, keine Ahnung, was ich bei den Leuten irgendwie mich rechtfertigen musste, Ewigkeiten. Ja, warum willst du keine Kinder? Irgendwann willst du schon und bla bla bla. Und wenn die richtige kommt, dann willst du auch Kinder. Sag ich, wenn die Frau Kinder will, dann ist sie nicht die richtige für mich, weil ich keine Kinder will. Fertig. Ne? Da ist ja auch der gesellschaftliche Druck, der da stellenweise kommt. Aber wir haben ja Gott sei Dank eine Gesellschaft, in der du dich darüber tatsächlich hinwegsetzen kannst und sagst, ich werde nicht wirklich körperlich dazu gezwungen, irgendwie dieses klassische Rollenbild
zu verfolgen und da meine Rolle dementsprechend einzunehmen, die mir von anderen Leuten vordiktiert wird, sondern ich kann mich frei dafür entscheiden. Und, oder dagegen. Aber die Leute dann zu flamen, die sich tatsächlich dann für das klassische Rollenbild entscheiden, ist halt, und die dann als internalisiert misogyn darzustellen, ist halt ein starkes Stück. Das ist Teil der Freiheit, die wir in diesem Land genießen. Und ich finde es gut. Und ich finde es scheiße, Leute in Zwangsehen zu zwingen und du bist nur fürs Kinderkriegen und Haushalt machen gut abzustempeln. Und ich finde es aber auch scheiße, Leute, die sagen, hey, weißt du was, ich mag das, das stelle ich mir für mein Leben vor, Kinderkriegen und Haushalt machen. Ich kann da aufblühen und glücklich sein damit. Die Leute dafür dann anzugreifen, finde ich genauso behindert. Dass die Leute einfach so leben, wie sie lustig sind. Fertig. Dass Frauen meistens eher unbewusst abwertende Bilder von Weiblichkeit oder von Frauen übernehmen und weitergeben, also reproduzieren. Dies passiert zum einen dadurch, indem sie ihre Söhne überhöhen, während sie ihre Töchter abwerten. Und genau das an der Stelle ist so interessant, besonders im Kontrast zu Girl-Dads, die eher als progressive Väter gefeiert werden, die halt eben diese Geschlechterrollen auf eine Art und Weise spielerisch durchbrechen. Ja, aber es ist trotzdem weird. Ganz ehrlich, wir verkleiden uns als Prinzessin und tanzen im Tütü durchs Haus, ja, das ist was meiner bescheidenen Meinung nach Mädchen mit ihren Geschwistern oder ihren Freundinnen oder dergleichen Gleichaltrigen machen sollten. Und auch ohne, dass irgendjemand eine Kamera draufhält und das ins Internet lädt. Da muss der Vater nicht mitmachen. Das ist, da sind wir wieder, wo wir am Anfang des Videos waren, bei dem Thema Beziehung auf Augenhöhe. Ne? Du kannst eine Beziehung auf Augenhöhe mit deinen Kindern haben, wenn sie volljährig sind. Nicht davor. Solange du Erziehungsberechtigter bist. Ich bin sowieso der Meinung, Erziehungsberechtigter ist meiner Meinung nach ein falscher Begriff. Ne? Es sollte Erziehungsverpflichteter heißen. Denn es ist eine Pflicht. Ja? Ein Recht kann ich abgeben, wie ich lustig bin. Ja? Ja? Sie haben das Recht zu schweigen. Ich will aber was dazu sagen. Ja, okay, dann raus damit. Aber wenn du ein Kind in die Welt gesetzt hast, ist es deine verdammte Pflicht, dieses Kind zu erziehen und zum anständigen Menschen zu machen. Und das geht nicht, wenn du es auf Augenhöhe machst. Es muss, wenn auch meiner Meinung nach gut wäre, eine flache Hierarchie, also nicht so ein extrem autoritärer Erziehungsstil ist auch nichts, aber es muss eine gewisse Hierarchie, eine gewisse Autorität vorhanden sein, weil ansonsten Erziehung nicht möglich ist. Und wenn ich einmal als Vater mir das rosa Tütü angezogen habe und für meine Tochter und ihre Freundinnen am Geburtstag mich zum absoluten Clown gemacht habe, dann ist, glaube ich, doch schon sehr die Autorität, die ich danach noch habe, diesem Kind gegenüber, höchstwahrscheinlich im Klo runtergegangen. Während Boy-Moms patriarchale Vorstellungen eher stabilisieren. Und das hat am Ende nicht nur Konsequenzen für die abgewerteten Töchter, die sich vielleicht als weniger wertvoll betrachten, es hat auch Konsequenzen für Jungen. Denn an diese werden nicht nur größte Anforderungen gestellt, die sie nicht nur überfordert, sondern ihnen auch verwehrt, mit Offenheit, abseits von patriarchalen Idealen aufzuwachsen und ihr eigenes Potenzial ausschöpfen zu können. Ich finde es immer wild. Es wird, wenn ich nur einen Boogeyman habe in meinem ganzen Leben und den immer wieder raushole, da kommt er wieder aus dem Sack. Hier, das Patriarchat, wo ist der Whipping Boy? Wo ist unser Prügelknabe? Irgendwas in meinem Leben ist scheiße gelaufen oder irgendwas bei anderen Leuten ist scheiße gelaufen. Das muss das Patriarchat sein. Und wir werden nicht müde, das so lange irgendwie hinzudengeln, bis es passt, aufs Patriarchat.
wie war das? The Number 21 oder 23 oder was das war? Irgendwie dieser Film mit Jim Carrey, wo er durchdreht, weil alles irgendwie diese Zahl ist. Du kannst das immer auf die Zahl drehen. Das kannst du mit jeder x-beliebigen Zahl machen. Wenn ich lange genug irgendwie mir das hindrehe, dann ist immer das Patriarchat schuld. Ja? Ich meine, ich nehme mich da nicht außen vor. Ne? Mein Prügelknabe ist der Kapitalismus. Aber wenn ich eine Situation vorfinde, in der ich wirklich sage, okay, ich müsste mir jetzt wirklich hart verbiegen, um da wirklich ein kapitalistisches Problem zu sehen, dann bringe ich das nicht. Ne? Also Kapitalismus ist ein dankbarer Prügelknabe, den kann man gerne mal rausholen, weil er wirklich für viel verantwortlich ist. Aber wenn irgendein Typ irgendwie permanent besoffen nach Hause kommt und irgendwie seine Familie verwämst, dann ist da jetzt nicht zwangsweise der Kapitalismus dran schuld. Da ist auch nicht zwangsweise das Patriarchat dran schuld. Da ist halt vielleicht auch einfach der Mann dran schuld, der ein Arschloch ist. Und das Schreckgespenst des Patriarchats permanent aus dem Sack zu schütteln, wenn man wieder einen Prügelknaben braucht. Ich weiß nicht, für mich kommt mir das so vor, als nimmt man das Wort Patriarchat, weil man nicht so offensichtlich sein will und sagen will, alle Männer sind scheiße. Ja, ich glaube, dass da ein bisschen einfach, dass viele von diesen Leuten oft einfach Probleme mit Männern generell haben. Aus welchem Grund auch immer. Mag auch traumatische Erfahrungen dahinter geben, keine Ahnung, aber das ist dann Sache von der Therapie und nicht vom Patriarchat. Weil ich mich da auch immer ein bisschen, da bin ich dann ein bisschen touchy-feely, ich fühle mich da ein bisschen angegriffen dafür, wenn es immer heißt, ja, hier und da ist das Patriarchat schuld, weil dann heißt es immer, mehr oder weniger, die Verantwortung wird auf alle Männer abgewälzt und den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ne? Da gab es dann, das ist schon eine Zeit lang her, da hatten irgendwie Joko und Klaas eine Zeit lang so ein Ding, wo sie die Viertelstunde von 8 bis Viertel nach 8 zwischen Galileo und dem Blockbuster füllen durften mit was auch immer. Und da ging es zum Beispiel um Typen, die Pansy-Bilder verschicken. Ungefragt. Da kennen wir uns ja in der Drachenszene damit aus. Und da hieß es auch, da haben Leute gesagt, ja, alle Männer müssen das sehen. Nein, müssen sie nicht. Ich gehe sogar so weit, dass sie sagen, die allermeisten Männer müssen sich das nicht anschauen. Weil die allermeisten Männer sowas nicht tun. Und die allermeisten Männer, die das nicht tun, sind auch nicht dafür verantwortlich, wenn manche Leute das exzessiv tun. Ich bin nicht mitverantwortlich für die Pansy-Bilder, die ein reiner Winkler an irgendwelche Bärchen schickt, nur weil ich zufällig auch ein Mann bin. Nur weil ich zufällig auch ein XY-Chromosom habe. Bin ich nicht dafür verantwortlich, was andere Leute da mit demselben Chromosomensatz irgendwie. Ist dumm. Können wir vielleicht uns darauf einigen, ne, dass diese Menschen vielleicht Arschlöcher sind und dass es genauso wie in der Religion nicht abhängig davon ist, ob du ein guter Mensch bist oder nicht, welcher Religion du angehörst, sondern dass du ein Arschloch sein kannst, egal welche Religion, egal welche Hautfarbe und egal welchen Geschlechts du angehörst, und dass wir uns da vielleicht einfach darauf konzentrieren, und nicht immer gleich alle über einen Kamm scheren. Das in einer anderen Richtung auch einfach nur Hageldom. Ne? Wenn dann wieder irgendwelche Typen kommen, so, oh, alles Fotzen außer Mutti. Was genauso dumm ist. Aber hier Verallgemeinerungen, da sind wir gut. Ne? Da muss man nicht so viel drüber nachdenken. Da kann man sich dann auch gleich irgendwie in den Stream von einer Pia Scholz setzen und sich das anhören, was sie da vom Stapel gibt. Weil dann, keine Ahnung, die Benutzung des Gehirns hat man dann schon aufgegeben. Man hat gesagt, nee, das tut nur weh im Kopf. Kommt mal Dampf aus den Ohren, da fragen die Leute wieder. Scheiben beschlagen im Auto im Winter ist fürchterlich. Nee, lass mal lieber bleiben mit dem Gehirn. Verallgemeinerung ist the name of the game. Letztes Jahr machte vor allem ein TikTok Schlagzeilen und ging so viral, dass viele es nachahmten und sich darüber lustig machten. Yeah, you already showed us this.
Nein, ich muss euch leider enttäuschen. Bei dieser Boy-Mom handelt es sich leider nicht nur um einen Einzelfall. Tatsächlich ist es eine von vielen Boy-Moms da draußen, die sich immer wieder in den Mittelpunkt als einzige oder besonderste Frau im Leben ihres Sohnes ausspielt. Ob es jetzt jugendliche Söhne sind oder Babys. Aber das ist doch jetzt auch wieder der Punkt. Warum haben wir jetzt hier einen 10-Minuten-Part über das Patriarchat gehört? Das ist doch jetzt auch wieder blöd. Jetzt sind wir wieder beim eigentlichen Thema. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das Patriarchat ist doch nicht daran schuld, dass die Mütter hier einander Klatsche haben und eine ungesunde Obsession zu ihrem Sohn entwickelt haben. You'll be his first kiss, his first love, his first friend. Aw, young love. I remember that feeling. My first boyfriend. That's his mom. What? That's not his girlfriend, that's his mom. What? Wild. Aber ganz ehrlich, die Frauen, die das durchgezogen haben, das sind meistens die alten Schabracken, die dann dort hocken, hier bei Bauer sucht Frau, oder? Da kommen auch am Schluss immer solche Würstchen dabei raus. Oder? Da sitzt er wieder, der Herbert. Weiß nicht, warum er keine Frau nicht kriegt. Weil er schon eine hat. Seit seiner Geburt. When you realize Jutre gonna have to share the love of your life, or baby boy with another female one day. Ja, keine Ahnung. Meudel, der Bur ist 6 oder so, der da steht. Das ist nur 10 Jahre hier. Maybe calm your tits now. Und wenn ich mir dann immer denke, hey, diese Söhne haben ja auch Väter. Und diese Väter haben ja offensichtlich auch Mütter. Wie war es denn da? Ne? Als sie jetzt zum Beispiel den Vater von dem Burm da kennengelernt hat. War das auch ein Drama? Ist da auch die Mutter herkommen und wollte sie wegbeißen? Ich muss sagen, ich könnte echt stundenlang weitermachen. Ich habe unzählige von diesen TikToks gefunden, aber ich möchte das Video jetzt nicht überstrapazieren. Wie auch immer, eine Sache ist an der Stelle auf jeden Fall klar. Nach einer unschuldigen Mutter-Sohn-Beziehung sieht das hier schon lange nicht mehr aus. Nein, es hat beinahe wirklich was Inzestiöses. Und tatsächlich ist diese Aussage... Das ist nicht beinahe. Es ist nicht beinahe inzestiös. Es ist... ganz so weit hergeholt, denn bei meiner Recherche bin ich genau auf den Begriff des verbalen Inzests gestoßen. An der Stelle möchte ich aber eine ganz kleine Fußnote aussprechen. Ich bin keine Psychologin und es kann sein, dass es mittlerweile einen ganz anderen Forschungsstand zu diesem Thema gibt. Dennoch fand ich das einen ziemlich spannenden Gedanken und fand auch, dass das im Sinne zu den Boy-Moms ziemlich gut passte. Beim emotionalen Inzest geht es um eine emotionale Grenzverletzung, um eine Nähe, die sich nicht wie Fürsorge anfühlt, sondern eher wie eine verdeckte Form der Erwartung. Also eine Form der emotionalen Verpflichtung, die das Kind nicht bewusst und auch nicht mit Konsens eingeht, aber dennoch erfüllen muss. Der Begriff des emotionalen Inzest bzw. des Covert Incest wurde unter anderem von dem Psychologen Kenneth Adams im Jahr 1991 in seinem Buch Silently Seduced beschrieben. Ich habe mir das Buch übrigens auch selbst bestellt. Ich fand das Thema super interessant und bin echt gespannt darauf. Dort beschreibt er den Begriff als eine Beziehung zwischen Elternteil und Kind, welche unbewusst das Kind zu einer Art Partnerersatz für das Elternteil macht. Und dies passiert ziemlich häufig, wenn eine andere Art von Bindung fehlt. Beispielsweise... Ja, wie gesagt, das ist jetzt... Das ist nicht Breaking News, Digga. Ungesunde, sexualisierte Beziehungen zwischen Kindern und Eltern gab es schon sehr viel früher. Ne? Ödipus, Freud, dergleichen.
Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, krass, in den 90er Jahren sind sie da erst drauf gekommen. Es muss ein brandneues Phänomen sein. Das ist halt jetzt präsenter, weil es viel im Internet gemacht wird, weil jeder Depp und Dulli sich irgendwie so ein Tiggity-Doggity-Account macht und seine vollkommen gestörten Weltansichten ins Internet pimmeln kann. Hallo Rainer. Durch eine Trennung, durch Einsamkeit oder Unzufriedenheit in der eigenen Beziehung des Elternteils. Adam schreibt dazu, dass das Kind in dieser Art Beziehung zu einer Form Ersatzehepartner wird, welche emotionale Intimität, aber auch Unterstützung für dieses Elternteil schafft, welches diese halt eben nicht durch eine Beziehung zu einem anderen erwachsenen Menschen bekommt. So füllt dieses Kind die emotionale Leere des Elternteils, während dieses Elternteil das Kind immer stärker und stärker an sich selbst bindet. Und diese Bindung erzeugt das Elternteil durch Nähe, Loyalität, aber auch durch Schuldgefühle. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für künftige Partnerinnen, denn diese werden relativ oft abgewertet oder sogar als Bedrohung beachtet. Ja, da gebe ich auf jeden Fall recht. Das ist halt schwierig. Aber das muss halt, ich weiß nicht, das muss doch im gesellschaftlichen Kontext, muss das doch auffallen. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, diese Frauen sperren sich doch jetzt nicht irgendwie 10 Jahre lang mit ihrem Kind in ihre Wohnung ein, dass keiner mitkriegt, dass da irgendwas scheps läuft. Dass da mal irgendjemand sagt, hey, weiß ich nicht, ja, vielleicht aus der Familie, die eigene Mutter, die Schwester, der Bruder, keine Ahnung, der Vater, die beste Freundin, dass eigentlich irgendeiner kommt und sagt, hey, hast du eigentlich mal Gedanken gemacht, ob das ganz normal ist, was du da mit deinem Kind machst? Weiß ich nicht. Weil ja, natürlich, das Kind kann nicht aus. Das Kind kann nicht aus. Das Kind ist von der Liebe der Eltern abhängig. Ein Kind, gerade in dem Alter, sucht die Bestätigung und die Zuneigung und die Liebe der Eltern mehr als alles andere. Allein schon instinktiv, weil es überlebenswichtig ist für das Kind. Ein 6-Jähriger kann alleine nicht überleben, ohne die Eltern. Und das dann halt auszunutzen, um da solche Strukturen zu erschaffen in der Beziehung, gehört eigentlich vom Jugendamt beobachtet. Da gehört vielleicht auch dann mal eine Intervention her. Also, das Kind wird zuständig für das emotionale Wohl des Elternteils. Das lässt dann natürlich auch so ein bisschen die Frage zu, welche Folgen das für ein Kind haben kann. Nun ja, die Sache ist die, dass die Beziehung zu den Eltern der Grundstein für das weitere menschliche Leben ist. Denn durch die Beziehung zu den Eltern lernen Kinder, wie menschliche Beziehungen sein sollten, wie sich Liebe anfühlt. Dementsprechend ist es kaum verwunderlich, dass eine ungesunde und sogar abhängige Beziehung zu den Eltern tiefgreifende Probleme für das Leben des Kindes, für das Leben dieses Menschen haben kann, welche Jahre, ja sogar das gesamte Leben andauern kann. Ja, aber da sind wir doch jetzt, wenn wir jetzt den Bogen nochmal zurückschlagen zu den Girl Dads, dann ist es doch auch wieder genau so eine Scheiße. Ne? Da wird ja auch, da werden ja vollkommen beziehungsunfähige Psychos auch hergezüchtet. Weil dem zu schließen, was sie gerade gesagt hat, sodass diese Beziehung zu den Eltern praktisch der Grundstein ist für jede soziale Beziehung, die danach kommt. Da stimme ich ja zu. Aber das endet doch dann auch so, in dass diese Töchter, wenn sie, okay, mein Vater hat sich permanent für mich zum Obst gemacht, das muss mein Partner jetzt auch machen. Und wenn er das nicht tut, so dann wird er weitergeschickt. Ah, komm, du musst jetzt hier für mein Tiggity-Toggity-Video musst du jetzt posieren. Schatz, ich hab da keinen Bock drauf. Wenn du mich liebst, So,
natürlich können wir jetzt auf Grundlage von ein paar Theorien und Beobachtungen jetzt keine allgemeingültigen Aussagen auf diese Boy-Moms treffen oder auch die Beziehung dieser Mütter und Söhne richtig einordnen. Das ist ja klar. Dennoch, je mehr man sich diese Videos anschaut, eine Sache wird deutlich, das alles ist schon ziemlich besorgniserregend. Denn diese Videos normalisieren, dass das Kind, also der Sohn in diesen Fällen, für den emotionalen Erhalt ihrer Mütter verantwortlich gemacht werden. Ihrer Mutter, also einer erwachsenen Frau, die sie unterstützen, schützen, ihr sogar auf irgendeine Art und Weise mit ihrer Liebe retten müssen. Doch das Ding ist, dass diese Beziehung zwischen Elternteil und Kind nur dadurch besteht, weil die Eltern sich dafür entschieden haben, ein Kind zu bekommen. Kinder sind ihren Eltern absolut ausgeliefert. Sie sind abhängig von ihren Eltern und können sich ihre Familie und ihre Eltern nicht einfach aussuchen. Dementsprechend ist es auch nicht der Job der Kinder, für das Wohlergehen der Eltern zu sorgen oder beispielsweise auch deren Beziehung zu retten, wie es relativ oft in kriselnden Partnerschaften ist, dass man denkt, oh, jetzt kriegen wir einfach ein Kind. Nein, nein, die Eltern sind dafür da, um für ihre Kinder ein gutes und bequemes Aufwachsen zu ermöglichen. Es ist der Job des Elternteils, ein bestmögliches Leben für dieses Kind zu gestalten. Es liegt in der Verantwortung der Elternteile, eine emotionale Stütze für das Kind zu sein. Doch niemals liegt es in der Verantwortung des Kindes, eine emotionale Stütze für die eigenen Eltern zu sein. Würde ich auch so... Das Fazit fand ich jetzt gut. Fazit fand ich jetzt echt gut. So, dann sind wir einmal wieder zum Ende des Videos gekommen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt auf deine Meinung zu dem Thema. Was denkst du darüber und was hältst du von diesen Boy-Mom-TikTok-Videos? Und darüber hinaus würde ich mich super freuen, wenn du mir ein Like da lässt und mich bei Gelegenheit abonniert, falls du es noch nicht gemacht hast. Ja, wird eher nicht passieren. Einige Sachen stimme ich zu, dass diese Boy-Moms jetzt in den speziellen Beispielen vor allem einfach vollkommen drüber sind und meiner Meinung nach auch gefährlich und dass sowas ja nicht nur für die einzelnen Personen, sondern auch stellenweise für die Gesellschaft diese Konsequenzen haben kann. Ganz offensichtlich, oder? Dass man hier wirklich von Minute 7 und 20 Sekunden bis Minute 15 und 14 Sekunden hier nochmal so ein Patriarchatshammer reingebaut hat, weiß ich nicht. Ne? Aber als ich das gesehen habe, das Video angemacht habe, wusste ich schon, dass das irgendwie, ne, dass das Patriarchatsgespenst da wieder durchs Dorf gejagt wird, aber das hätte man rauslassen können, ein 15-Minuten-Video draus machen, dann hätte ich da dicken Like da gelassen. Ja. Trotz Gendern. Hätte ich einen dicken Like da gelassen. So mit den ganzen... Ne? Mütter benehmen sich unangebracht ihren Söhnen gegenüber auf eine widerliche, übersexualisierte Art und Weise und schuld daran ist wieder das Patriarchat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wissen wir Bescheid. In diesem Sinne, Leute, überlegt euch, ob ihr Kinder haben wollt. Ja, ob ihr erziehungsverpflichteter sein wollt. Überlegt es euch gut vorher. Wir leben in einem freien Land. Ihr könnt euch dagegen entscheiden. Scheißegal, welches Geschlecht ihr habt. Lasst euch da von niemandem was anderes erzählen. Und wenn ihr euch für Kinder entscheidet, dann soll es euch egal sein, welches Geschlecht es hat. Und es sollte euch, ihr solltet euch nicht so verhalten euren Kindern gegenüber wie diese Leute in diesen TikTok-Videos, die hier besprochen wurden. In diesem Sinne, tut nicht, was diese Leute tun. Erst recht nicht, was Rainer tut, weil da sind wir bei Kindern nochmal auf einem ganz anderen Ding. Ne? Und Mad Love.